Ja, liebe Geschwister, verehrte Gäste, ich darf Sie natürlich auch ganz, ganz herzlich grüßen und vor allem auch wirklich von Herzen auch ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen und viel, viel Freude in unserem Herrn. Wir sind ja schon mitten im Weihnachtsfest, Gottesdienst. Ich bedanke mich dahingehend auch für alle Umrahmung, für die Lieder, für die einleitenden Worte, auch für Ihr Mitsingen, Mittragen, Mitbeten. Und bevor wir jetzt ins Wort einsteigen, möchte ich auch noch ein kurzes Gebet mit uns sprechen. Ja, himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus danken wir dir von ganzem Herzen, auch für deine Menschwerdung und für das, was du auch gegenwärtig für uns tust. Hab Lob und Dank jetzt auch für diesen Gottesdienst, für diese Gemeinschaft im Aufblick auf dich, Herr, in der Gewissheit, du bist mitten unter uns. Ja, du bist ein lebendiger Gott, mit dem wir kommunizieren können, jeden Tag, zu jeder Stunde. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, das Thema, es lautet, geboren, um zu sterben. Geboren, um zu sterben, ist ja eigentlich gar nicht so Außergewöhnliches, weil ein jeder von uns wurde geboren mit der gleichzeitigen Erkenntnis, dass wir auch einst sterben werden. Aber den Tod, den drängt man natürlich gerne irgendwo, ja, den verdrängt man, ja. Und auch mal ganz ehrlich, wer denkt denn schon bei der Geburt auch schon an den Tod? Also ich selber, ich habe ja nun 5 Kinder, fragen Sie mich nicht, wie ich das gemacht habe. Spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall hat der Herr es geschenkt, dass ich auch bei allen 5 Geburten selber dabei sein durfte. Es war wirklich ein großes Geschenk. Ja, und da habe ich doch auch bei diesen Geburten jetzt auch nicht gedacht, was weiß ich, ja, der Pascal, ja, der wird vielleicht 80 Jahre alt und dann muss er sterben. Oder wie alt mag wohl Damaris werden und wie schade, dass Gabriel einst sterben muss und hoffentlich kommt Manuela im Leben klar und Sarah, ach die liebe kleine Sarah, die ist doch viel zu jung für diese böse Welt. Nein, nichts dergleichen. Man hat sich einfach gefreut. Man hat sich gefreut und keine Gedanken über den kommenden Tod gemacht. Aber wie war das jetzt mit der Geburt des Herrn Jesus Christus? Darüber heute an seinem Geburtstag, ja, wenn man so will, wollen wir uns ein paar Gedanken machen. Die Geburt des Herrn Jesus, die wurde ja nun schon lange, aber auch wirklich lange vorher angekündigt. Aber eben interessanterweise jetzt nicht nur seine Geburt, sondern auch sein Tod. Die erste Verheißung auf die Geburt des kommenden Erlösers, die finden wir ja bereits im Zusammenhang mit dem Sündenfall, wo Gott zu der Schlange spricht: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten. Das ist also schon die Ankündigung, ja, die Verheißung auf den kommenden Erlöser, der ja erst noch geboren werden muss. Aber damit nicht genug. Gott spricht dann weiter zu der Schlange die Worte: Und du wirst ihn, also diesen verheißenen Erlöser, in die Ferse stechen. Alles nachzulesen im 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. So, und dieses Du wirst ihn in die Ferse stechen ist eben der Hinweis auf das Leiden und auch auf das Sterben des angekündigten Erlösers. Das heißt, von Anfang an war klar, dass es für die Sühnung keine billige Gnade geben wird, sondern dass die Sünde derart schwer wiegt, dass nur Gott selbst die Sühnung vollziehen kann, um den paradiesischen Zustand wiederherzustellen. Und dazu war ein makelloses, ein unbeflecktes, ja sogar ein blutiges Opfer vonnöten. Das stellvertretende Opferlamm, was erst einmal geboren werden musste, um überhaupt sterben zu können. Und so heißt es im 1. Petrusbrief, ich will uns das lesen, 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 18 bis 20, 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 18 bis 20,
Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, eben nicht mit diesen vergänglichen Dingen, ja, also eben keine billige Gnade, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Und dann geht es noch weiter in Vers 20, er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Also bereits vor Erschaffung der Welt war klar, dass Gott in Christus Mensch werden wird, mit dem Ziel, die Sünde und den damit einhergehenden Tod zu besiegen. Und hier stoßen wir natürlich mit unserem beschränkten Horizont an unsere Grenzen. Und es wäre auch gelogen, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich das alles verstehe. Das tue ich nämlich nicht. Aber ich glaube es und ich vertraue darauf. Der ganze Heilsratschluss Gottes, der beginnt ja nicht erst mit der Geburt des Herrn Jesus und auch nicht mit Abraham und der Geschichte Israels, sondern bereits vor Grundlegung der Welt. Und das liegt begründet in der Allwissenheit und in der Allmacht Gottes, worüber ja wir nicht ansatzweise eine Vorstellung haben. Und das ganze Alte Testament ist dahingehend bereits eine Hinführung auf Jesus Christus und weist dahingehend auf die Geburt, aber eben auch auf den Tod des kommenden Erlösers hin. Geboren mit dem Ziel zu sterben. Und das erklärt jetzt auch, wenn es beispielsweise im Kolosserbrief in Bezug auf Jesus Christus heißt, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Wir finden das in Kolosser Kapitel 1. Das heißt, er ist der rote Faden, der die ganze Bibel durchzieht. Es beginnt mit Jesus, wenn auch noch nicht offensichtlich, er wird in dem Sinne nicht bei Namen genannt, ja. Es führt über Jesus und es endet auch mit Jesus, wie wir zum Schluss noch sehen werden. Kommen wir nun auf die Geburt des Herrn Jesus zu sprechen. Als jetzt ein Engel dem Josef erscheint, um die Geburt von Jesus zu verkünden, da war es auch nicht nur eine Geburtsverheißung, sondern zugleich auch die Ankündigung seines Todes. Wir finden das in Matthäus Kapitel 1, Vers 21. Wie gesagt, der Engel kommt zu Josef und spricht zu ihr, sie wird aber einen Sohn gebären, deine Verlobte, die Maria, sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Das ist die Ankündigung der Geburt. Aber damit nicht genug, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und jetzt mal langsam zum Mitdenken. Ja? Was verkündet der Engel hier? Der Engel verkündet nicht, er wird sein Volk retten vor den Römern, sondern er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und das beinhaltet das Sterben des Kindes, was noch gar nicht geboren ist. Warum? Nun, die Rettung vor den Römern, gut, die hätte auch Obelix bewerkstelligen können, ja? Aber eine Rettung vor den Sünden ist nur durch das Blut, durch das kostbare Blut des Herrn Jesus Christus möglich. Denn ohne Blutvergießen gibt es keine Rettung. So sagt es unter anderem auch der Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 22, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Verstehen wir? Der Retter musste sterben, um überhaupt retten zu können. Um das Volk vor Rom zu retten, ja dafür hätte der Herr Jesus nicht sterben müssen. Aber zur Rettung vor den Sünden musste ein Unschuldiger geboren werden mit dem Ziel zu sterben. Denn alle Opfer, auch die Blutopfer des alten Bundes, sie kommen in Jesus Christus zur Erfüllung. Und so heißt es eben auch im Hebräerbrief in Bezug auf den Herrn Jesus, dass er nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern in das Heiligtum eingegangen ist, so wie es im alten Bund noch gefordert und zwingend notwendig war,
sondern mit seinem eigenen Blut. Und zwar ein für allemal, um eine ewige Erlösung zu erlangen. Hebräer Kapitel 9, Vers 12. Das heißt, der Herr Jesus Christus, er ist die vollkommene Gerechtigkeit. Er ist der vollkommene Hohepriester und er ist das vollkommene Opfer. Das ganze Alte Testament samt seinem Gesetz und Opfern und Reinigungsvorschriften mit Stiftshütte und Tempel und all diese Dinge sind ja nur ein Schatten der Dinge, die in Christus Jesus zur Erfüllung kommen sollten. Wie gesagt, er ist der rote Faden, der die Bibel durchzieht und der alles in sich, in seine Person erfüllt. Jetzt hatten wir in der Einleitung aus Lukas Kapitel 2 gelesen und auch dort geht es interessanterweise zum einen zwar um die Geburt des Herrn Jesus natürlich, aber eben auch um den Tod des verheißenen Erlösers. Simeon war es, wir hatten es gelesen, Lukas Kapitel 2, Simeon war es, der Maria mit der Tatsache des Todes konfrontierte, als er bei der Darbringung des Kindes im Tempel zu Maria sprach: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Wie gesagt, diese Aussage finden wir in Lukas Kapitel 2, in dem Abschnitt, den wir eingangs von Hans-Jörg Wieler gehört haben. Und über diesen Abschnitt, da wollen wir uns jetzt ein paar weiterführende Gedanken machen. Lukas Kapitel 2, ich lese mal Vers 25. Lukas Kapitel 2, Vers 25. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Ein Mensch namens Simeon. Und dieser Mensch, dieser Mann, der wird jetzt hier als gerecht und gottesfürchtig bezeichnet. Ja, was heißt das? Bedeutet das, dass Simeon weder mit der römischen noch mit der jüdischen Gesetzgebung in Konflikt kam? Dass er mit seinem Esel niemals die Geschwindigkeit überschritt, ja, und stets den Müll sauber trennte? Nein. Gerecht und gottesfürchtig besagt, dass er das Wort Gottes ernst nimmt. Und dahingehend hat Simeon natürlich, wie selbstverständlich, auch die Verheißungen auf den kommenden Erlöser ernst genommen. Das war für ihn keine religiöse Floskel. Für Simeon stellte sich nicht die Frage, ob der Erlöser kommt, allenfalls wann der Erlöser erscheint. Und er lebte jetzt auch nicht in dieser Gleichgültigkeit, wie man sie heute leider nur so häufig vorfindet. Ach, der Herr kommt, wenn überhaupt, noch lange nicht. Nein, Simeon lebte in der Erwartung auf das baldige Kommen des Messias. Simeon hat Gottes Wort noch ernst genommen und darüber hinaus jederzeit mit dem persönlichen Eingreifen Gottes gerechnet. Und bis heute gilt, gerecht und gottesfürchtig ist nicht der an Weihnachten in den Gottesdienst geht, zu Ostern irgendwo hinpilgert oder an Allerheiligen die Friedhöfe besucht. Auch nicht der alle 2 Jahre mal etwas spendet und im Urlaub Grüß Gott sagt, sondern gerecht und gottesfürchtig ist der Gottes Wort ernst nimmt und darin lebt. In Sprüche Kapitel 1, Vers 7, da heißt es zudem, dass die Gottesfurcht der Anfang der Erkenntnis ist. Und dadurch wurde auch Simeon in die Erkenntnis auf das baldige Kommen des Herrn geführt. Wie wir gelesen haben, war der Heilige Geist auf Simeon, ja quasi als Frucht seiner Gerechtigkeit und seiner Gottesfurcht. Und Gott, der Herr, er gab ihm durch den Heiligen Geist die Zusage, dass er noch zu seinen Lebzeiten den verheißenen Erlöser sehen sollte. Wir finden das in Vers 26.
Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und was ist das für eine gewaltige Zusage? Und obwohl das angekündigte Kommen des Gesalbten zugleich für Simeon ja auch so etwas wie eine Todesandrohung war, war er dennoch beseelt von dieser brennenden Hoffnung, den Gesalbten, den Trost Israels, wie es Lukas hier sagt, zu sehen. Er lebte in einer Naherwartung. Und die Zusage des Heiligen Geistes ließ ihn dahingehend noch bewusster und noch inbrünstiger auf den Tag des Kommens warten und leben. Und jetzt bitte, vergessen wir nicht, dass auch wir im Besitz des Heiligen Geistes sind. Mit unserer Bekehrung, mit unserer Wiedergeburt, wenn wir wirklich von Herzen an Jesus Christus glauben, sind auch wir im Besitz des Heiligen Geistes und dass auch uns das Wort Gottes, das Kommen des Herrn Jesus verheißt. Nicht zwingend zu unseren Lebzeiten, aber er wird kommen. Und wenn auch wir gerecht und gottesfürchtig sind, so wie es Simeon war, ja, dann glauben wir an die Wiederkunft unseres Herrn und unserer Begegnung mit ihm. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil wir dem Wort Gottes Glauben schenken. Und das Wort Gottes spricht in aller Deutlichkeit und wiederholt von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Ja, Philipper Kapitel 3, Vers 20, wo es heißt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Und der Herr Jesus selber, er hat sich ganz bestimmt keinen üblen Scherz mit seinen Jüngern erlaubt, als er denen sagte, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und so frage ich uns, die wir heute auch hier versammelt sind, leben wir auch in dieser Erwartung auf die Wiederkunft unseres Herrn? Warten wir dahingehend inbrünstig und bewusst oder leben wir oberflächlich und träge in den Tag hinein? Rechnen wir noch mit Gottes persönlichem Handeln, sei es in der Welt- und Heilsgeschichte, aber auch in unserem eigenen, in unserem persönlichen Leben? Ist die Bibel noch für uns das wahrhafte Reden Gottes? Oder ist die Bibel für uns ein Buch wie jedes andere auch? Simeon hat allem geglaubt, was ihm das Wort Gottes offenbarte. Und das ließ ihn das Kind als den verheißenen Erlöser erkennen. Und wer von Herzen Gott fürchtet und seinem Wort glaubt und wer dem Heiligen Geist in seinem Leben Raum gibt, der wird auch nicht einem falschen Messias hinterherlaufen, sondern den wahren Erlöser erkennen. So wie auch Simeon nicht einem falschen Säugling die Ehre erwies, sondern ganz gezielt vom Heiligen Geist dem Erlöser zugeführt wurde. Und damit weiter hier in unserem Text, Vers 27. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Simeon lässt sich also vom Heiligen Geist führen und wehrt diesem nicht. Simeon bleibt jetzt nicht träge zu Hause, sondern er folgt dem Ruf Gottes. Und auch das offenbart wiederum seine Gerechtigkeit und seine Gottesfurcht. Seine Antenne, ja? Seine Antenne ist ausgerichtet auf Gott. Simeon ist jederzeit und an jedem Ort auf Empfang gestellt. Und wie ist das mit uns? Sind wir nur sonntags oder zu Weihnachten empfangsbereit oder alltags? Sind wir nur in der Kirche bzw. innerhalb der Gemeinde offen für das Reden Gottes oder auch zu Hause? Wie oft ruft uns Gott und wie häufig rühren wir uns nicht vom Fleck? Um Ausreden nicht verlegen, geht es dann um unsere Bequemlichkeit, um unseren Egoismus,
um unsere Zeit, um unsere Müdigkeit, um unsere Lust und um vieles, vieles, vieles mehr, was uns vom Eigentlichen abhält und unsere Verbindung zum Sender stört. Simeon jedoch hört und geht. Sicherlich war er ohnehin recht häufig und regelmäßig im Tempel, doch an diesem Tag, ja, so kann ich es mir zumindest vorstellen, da war er irgendwie unruhig. Vielleicht sogar nervös oder aufgedreht, ich weiß es nicht, steht ja nichts von alledem hier geschrieben und ich will auch nicht mehr in den Text hineinlegen als unbedingt nötig. Aber er spürte womöglich, dass hier etwas ganz Besonderes in der Luft liegt. Ja, es war nicht so wie sonst, als er den Tempel betrat. Vielleicht wollte er ursprünglich gar nicht an diesem Tag und zu jener Stunde in den Tempel gehen, aber irgendetwas trieb ihn. Wie wir es gelesen haben, ja, auf Antrieb des Geistes ging er in den Tempel. Das heißt, Gott selbst in und durch seinen Geist führt Simeon am richtigen Tag und zur genauen Zeit an den rechten Ort. Das ist göttliche Präzision. Aber wie gesagt, das war nur möglich, weil Simeon jetzt nicht nur ein offenes Ohr und 2 gesunde Beine hatte, sondern auch ein bereites Herz. Ein bereites Herz für das Reden Gottes. Ja, er war auf Empfang gestellt. Und dann geht es weiter hier in unserem Text. Nachdem nun Simeon den Tempel betrat, und dann heißt es Vers 27, und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach. Simeon war also offensichtlich schon im Tempel, als jetzt Maria und Josef mit ihrem Kind kommen. Und jetzt stellt sich mir doch unweigerlich die Frage, ja halt, woran hat Simeon denn überhaupt erkannt, dass das Kind der verheißene Erlöser ist? Mit Sicherheit befanden sich auch noch andere Eltern mit ihren Söhnen im Tempel. Und der Herr Jesus, er lag garantiert nicht in einem Kinderwagen, ja, wo groß geschrieben stand, Jahwes Liebling oder was auch immer. Nein. Ihm hat auch niemand vorher angekündigt, dass da jetzt womöglich so 2 seltsame Gestalten kommen werden. Ja? Die eine mit einer Rose im Knopfloch, der andere mit einem Taschentuch im Nasenloch oder was auch immer. Woran er diese Familie hätte jetzt sofort erkennen können. Nichts dergleichen. Und doch scheint er ganz offensichtlich sofort zu erkennen, dieses Kind und kein anderes ist der Gesalbte. Der Heilige Geist, der ihn ja überhaupt erst dazu bewegte, in den Tempel zu gehen, zeigte ihm auf, wer der Messias ist. Und was war das für ein bewegender Moment? Ja, was muss das für ein Gefühl gewesen sein, den verheißenen Messias zu sehen und zu wissen, ja, der Heiland, der Retter ist da, endlich. Licht ist geworden in der Finsternis. Aber zugleich auch zu wissen, dass sein eigener Tod vermutlich kurz bevorsteht. Denn seine Lebensversicherung, das Versprechen Gottes, nicht zu sterben, bevor er den Trost Israels gesehen habe, dieses Versprechen war ja nun erfüllt. In einem Hollywood-Drama wäre Simeon jetzt tot umgefallen. Aber hier, bei Gott, dann nimmt es einen anderen Verlauf. Wenn jetzt auch Simeon wusste, das Versprechen Gottes ist eingelöst, ich habe den Trost Israels, den Erlöser gesehen. Und wenn Simeon jetzt auch wusste dahingehend, ja, meine Tage, die sind gezählt, so bin ich mir dennoch sicher, dass er deswegen jetzt keine Angst hatte. Er verfiel jetzt nicht in Panik, weil er womöglich zuallererst an seinen Tod denkt. Nein, er hatte Frieden darüber. Warum?
weil er zuerst an den Heiland denkt. Sehen wir, wie bei ihm die Prioritäten richtig liegen? Er denkt an den Heiland, an den Trost Israels. Ja, der verheißene Erlöser ist da. Und das erfüllte ihn mit Freude, mit großer Freude und führte ihn ins Gotteslob. Und auch das ist so ein weiterer Charakterzug von Simeon. Aufgrund seiner Gerechtigkeit und aufgrund seiner Gottesfurcht ist er nämlich nicht auf sich fixiert und auf irgendwelche äußeren Umstände, sondern er freut sich für sein Volk, ja, er freut sich sogar für die Heiden. So wie es hier in seinem Gotteslob dann zum Ausdruck bringt, die Verse 30 bis 32, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Er freut sich für eine verlorene Welt, deren Retter erschienen ist. So wie sich auch heute Missionare freuen, ja selbst unter Bedrohung und Verfolgung, wenn Menschen zum Glauben kommen. Im Angesicht des Todes und unter ständiger Bedrohung, sich dennoch zu freuen, wenn Gottes Wort ausgestreut wird, ja, das ist die Gesinnung eines gerechten und gottesfürchtigen Menschen. Wie Simeon, der im Angesicht des Todes Gott lobt und sein Wort verkündet. Er klammert sich nicht an das Hier und Jetzt, er klammert sich nicht irgendwo an den letzten Strohhalm, nein, er ist bereit loszulassen, um das in Besitz zu nehmen, was wirklich zählt. Und er weiß, dass die himmlischen Reichtümer mit nichts auf Erden aufzuwiegen sind. Für Simeon war das alles ein schier unbeschreibliches Ereignis und wohl auch der Höhepunkt seines Lebens, so dass er seinem eigenen Tod getrost ins Auge sehen konnte, eben mit jener Gewissheit, ich habe mein Ziel erreicht. Denn wenn Gott mit mir ist, und übertragen wir es ruhig auf uns heute, ja, wenn Gott mit dir und wenn Gott mit mir zum Ziel kommt, ja, dann haben wir nichts verpasst. Wir werden nichts verpassen und wir werden auch nichts vermissen. Und Simeon, er spricht hier in seinem Gotteslob dann in Vers 29, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. In einer anderen Übersetzung, da heißt es, nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen eingelöst. Mit meinen eigenen Augen habe ich es gesehen. Haben wir auch diesen Trost und vor allem auch diese Gewissheit? Sei es, wenn ein Angehöriger stirbt oder wenn wir gar selber im Sterben liegen, können wir da auch mit Simeon mit einstimmen, nun kann ich in Frieden sterben. Gott hat sein Versprechen auch dir gegenüber längst eingelöst. Jesus ist geboren, um für dich zu sterben. Und er ist auferstanden aus den Toten, um auch dir ewiges Leben zu schenken. Dieses Kind, was da einst geboren wurde, um zu sterben, will es mit uns praktisch umgekehrt machen. Wir müssen sterben, um von Neuem geboren zu werden, so wie es Jesus dem Nikodemus einst sagte. Und damit ist gemeint, dass wir mit unserem alten Leben, ja, mit unserem Stolz und mit unserem Egoismus brechen. Und dass wir mit unseren Sünden, mit unseren Verfehlungen ans Kreuz gehen, damit wir sinnbildlich gesehen mit Jesus in den Tod gehen am Kreuz von Golgatha, um neues Leben in Christus Jesus zu erhalten, der ja nicht im Tod geblieben, sondern auferstanden ist aus den Toten. Ganz nach dem, wie es der Jesus der Martha auch sagte in Johannes Kapitel 11, Vers 25, Vers 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das, was wir jetzt an diesen Tagen, das, was wir an Weihnachten feiern, die Geburt unseres Heilands, das findet ja an Ostern mit der Kreuzigung und vor allem mit seiner triumphalen Auferstehung seinen Ausgang. Der gesamte Heilsratschluss Gottes entspringt ja nun mal keinem Zufall. Und es handelt sich hier auch nicht um eine Verkettung glücklicher Umstände, sondern Gottes Heilsratschluss entspringt seinem souveränen Plan und beinhaltet Gottes Handeln und Gottes Reden an eine verlorene Welt. Und zwar vor Grundlegung der Welt, bis hin zur Wiederkunft des Herrn Jesus und dem neuen Himmel und der neuen Erde. Ja, hier wird nichts, aber auch wirklich gar nichts dem Zufall überlassen, sondern Gott hält jederzeit und an jedem Ort die Fäden der Welt- und Heilsgeschichte in seinen Händen. Und hier, in diesem einzigartigen und großartigen, gewaltigen Buch, ja, die Heilige Schrift, die Bibel, da sind uns dieser Plan Gottes und sein Reden offenbar gemacht. Und genau darauf stützt sich auch Simeon in seinem Glauben. Denn man kann sich ja jetzt wirklich auch die Frage stellen, was überhaupt der Grund seines Trostes und was das Fundament seiner unerschütterlichen Gewissheit war. Es waren ja garantiert nicht die einfühlsamen Worte der Priester, ja, die Simeon ermutigten, auf das Kommen des Herrn zu warten. Es waren auch keine staatlichen Vorkehrungen in Form einer Todesversicherung und einem zugesagten Staatsbegräbnis, welche Simeon jetzt furchtlos in den Tod schauen sahen. Und es waren auch keine Gefühle. Bloße Hoffnungen, vage Vermutungen oder tägliches Yoga, was ihn so zufrieden und dankbar werden ließ. Nein, nichts von alledem. Worauf stützt sich Simeon? Was tröstet ihn? Wieso ist er so gewiss? Was führt ihn in diese Dankbarkeit und in diese Zufriedenheit? Wir haben es gelesen hier in Vers 29. Nach deinem Wort. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden, nach deinem Wort. Und genau das ist es. Es gibt nur eine Lebensversicherung, die auf immer und ewig Bestand hat. Es gibt nur einen zuverlässigen Trost, es gibt nur eine wahrhafte Gewissheit und es gibt nur einen Fahrschein in das Paradies, das Wort Gottes. Und ohne jetzt allzu weit ausholen zu wollen, so sei Ihnen allen gesagt, über wem das Wort Gottes Zeugnis gibt und wer sogar in allerletzter Konsequenz das Wort Gottes ist. Nämlich genau das Kind, was geboren wurde, um für Sie und für mich zu sterben. Als Beleg nur 2 Bibelstellen. Johannes Kapitel 5, Vers 46, wo der Herr Jesus sagt, wenn ihr Mose glauben würdet, ja mit anderen Worten, wenn ihr dem Gesetz glauben würdet, wenn ihr dem ganzen alten Bund, dem Alten Testament glauben würdet, wenn ihr den Propheten glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat Mose ja geschrieben, das Gesetz, die Propheten, diese Dinge geben ja über mich Zeugnis. Sie reden ja über mich und von mir. Sie weisen ja auf mich hin. Wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Und in Offenbarung Kapitel 19, Vers 13, da wird der Herr Jesus sogar das Wort Gottes genannt. Und abermals wird hier deutlich, dass der Herr Jesus der rote Faden der Bibel ist. Über Mose bis hin zur Offenbarung. Einfach genial. Und von Zufall kann ja wahrlich keine Rede sein. Und wenn sich jetzt alles in und um Jesus Christus dreht, und das ist definitiv der Fall, ja, dann ist es doch nur die logische Konsequenz, dass die Heilige Schrift und der gesamte Ratschluss Gottes auch in Christus Jesus ihre Erfüllung finden.
Mit Jesus beginnt der Ratschluss Gottes. Er ist der Schöpfer, durch und für ihn ist alles geschaffen worden. Kolosser Kapitel 1. Er ist der verheißene Erlöser, über dem das Alte Testament Zeugnis gibt und der uns im Neuen Testament offenbar gemacht wurde. Er ist der Weg hin zum Ziel, und zwar sowohl für die Heiden als auch für Israel. Der Jesus Christus, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, und mit ihm kommt Gott zum Ziel und zum Schlusspunkt seines Erlösungsplans. Wissen Sie, wie der letzte Satz der Bibel lautet? Der letzte Satz der Bibel, Offenbarung, Kapitel 22, Vers 21. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Zum einen, es ist alles Gnade. Und zum anderen, es endet mit dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Abschluss der ganzen Bibel. Erkennen wir den roten Faden? Beginnend vor Grundlegung der Welt, in, über und durch Jesus Christus. Und Simeon durfte das bereits erkennen, aufgrund seiner Gottesfurcht und aufgrund seiner Gerechtigkeit wurden ihm diese Wahrheiten offenbar gemacht, denn die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und so wurde Simeon auch in die Erkenntnis geführt, dass sich das Heil ja jetzt nicht auf Jerusalem und auf Israel beschränken wird, sondern dass auch die Heiden in Christus Jesus, Vergebung und Erlösung erlangen können. Wie Simeon es ja in seinem Gotteslob hier ausdrückt, ja, dein Heil, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Aber in diesem Zusammenhang spricht Simeon auch davon, dass dieser Erlöser jetzt keineswegs ja von allen mit offenen Armen empfangen wird, sondern dass sich viele an ihn stoßen werden. Wie wir es eingangs gelesen hatten aus Vers 34, wo es heißt, dass er gesetzt ist zum Fall vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber der Herr Jesus, er ist jetzt nicht nur seinem Volk zu einem Zeichen geworden, dem widersprochen wird. Nein, bis heute scheiden sich die Geister an Jesus. Und das nicht nur in Israel, sondern weltweit. Und tatsächlich gibt es im Heilsplan Gottes kein sowohl als auch, sondern nur ein Entweder-Oder. An Jesus entscheidet sich wahrhaft alles. Ja, entweder gehst du mit Jesus in die ewige Herrlichkeit und kannst in Frieden sterben, ja, so wie Simeon, oder du gehst ohne Jesus ruhelos und unversöhnt in die ewige Verdammnis. Und hier zucke ich selber zusammen. Ich weiß, das ist kein schönes Wort und vielleicht im Rahmen eines Weihnachtsfestgottesdienstes völlig fehl am Platz. Und dennoch, es ist die Wahrheit. Es ist die Tatsache aus dem Wort Gottes. Und das ist ja auch die große Not. Die große Not auch innerhalb unserer Kirchen und Gemeinden, dass wir eben nicht bei der Geburt des Herrn Jesus einfach stehen bleiben. Man hat das Gefühl, dass mancherorts dieses Kind, was da geboren wurde, gar nicht erwachsen geworden ist. Und dabei war die Geburt des Herrn Jesus ja wie so ein erster Schritt, hin nach Golgatha. Dieses Kind, liebe Geschwister, verehrte Gäste, dieses Kind lernte laufen, um einst das Kreuz zu tragen. Dieses Kind lernte laufen, um ihre und meine Schuld zu tragen. Und mit der Geburt war klar,
dass diese kleinen Hände und diese kleinen Füße einst mit Nägeln durchschlagen werden. Und zwar um ihretwillen und um meinetwillen. Bitte, wir dürfen nicht bei einem Säugling verharren und uns alljährlich über seine Geburt erfreuen, sondern wir müssen auch erfassen, wozu Jesus überhaupt geboren wurde und wohin sein Weg führt. Seine Menschwerdung, indem er seine göttliche Behausung verlassen hat, ja, sie dient ja dazu, mit Gott versöhnt zu werden, um der drohenden Verdammnis zu entgehen. Und es ist ja Gottes Wille, deswegen ist er ja Mensch geworden in seinem Sohn Jesus Christus. Es ist ja Gottes Wille, dass der Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Wie es im 1. Timotheusbrief geschrieben steht, Kapitel 2, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wer ist die Wahrheit? Die Wahrheit in Person, Jesus Christus, ja? Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Johannes Kapitel 14, Vers 6. Und auch hier ist der rote Faden der Bibel deutlich erkennbar. Und es ist zudem interessant und auch nicht von ungefähr, dass Simeon hier zwar die Eltern segnet, aber nicht das Kind, ja, hier in Vers 34. Und Simeon segnete sie, also die Eltern, und sprach zu Maria. Ja, normalerweise werden doch Kinder eingesegnet und die Eltern stehen freudig daneben. Simeon aber lobt und preist Gott, als er das Kind im Arm hält, und er segnet die Eltern. Verstehen wir? Simeon weiß sehr wohl, dass von dem Kind der Segen ausgehen wird. Es ist das Kind, von dem Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Ja, dieses Kind soll Israel und allen Nationen zum Segen werden, denn das Kind ist ja nicht nur Gesetz zum Fall vieler, sondern Gottlob, auch zum Auferstehen vieler. Und hier gilt, wer Jesus hat, der ist gesegnet und hat wahrlich allen Grund, Gott zu loben. So wie es Simeon tat, als er Jesus auf seine Arme nahm und innerlich ins Herz schloss. Er wusste und bekannte, meine Augen haben dein Heil gesehen. Haben auch wir, Sie und ich, den Herrn Jesus in unser Herz geschlossen? Leben wir in einer lebendigen Beziehung mit ihm? Verehren wir nicht nur bloß ein Kind in der Krippe, sondern sind wir mitgegangen? Sind wir mit Jesus erwachsen geworden? Sind wir mitgegangen mit ihm ans Kreuz? Und haben wir Teil an seiner Auferstehung? Wenn ja, dann haben wir allen Grund zum Dank und Gotteslob. Lasst uns Gott loben, durch ein Leben nach seinem Wohlgefallen. Und seien Sie alle wirklich reich, reich, reich gesegnet in Christus Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Lebens. Und so sehr wir uns jetzt auch freuen dürfen, auch weiter freuen dürfen, auch in diesen Tagen dieser Weihnachtszeit, auf die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn, so nehmen wir diese Freude aber bitte mit zur Osterkonferenz, wenn wir gemeinsam ans Kreuz gehen, mit nach Ostersonntag, wenn wir gemeinsam mit dem Herrn Jesus auferstehen, mit in den Alltag, in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Amen. Lasst uns noch danken. Herr Jesus Christus, wir wollen dir wirklich jetzt auch ganz bewusst Dank sagen, dass du die göttliche Behausung verlassen hast, dass du Mensch geworden bist, dass du dich erniedrigt hast bis hin zum Kreuz, Herr, um unsere Schuld zu sühnen, um uns zu versöhnen mit dem himmlischen Vater
mit dem heiligen, gerechten und allmächtigen Gott. Wir danken dir von Herzen, Herr. Und wir nehmen diese Freude und Dankbarkeit mit, jetzt auch in den heutigen Tag und in die kommenden Tage. Und wir stützen uns auch auf deine Kraft und auf dein Wort, wenn wir auch in das neue Jahr gehen. In der Gewissheit, du bist bei uns. Du bist unser Erlöser. Du sitzt zur Rechten der himmlischen Majestät, um dich für uns zu verwenden. Und dafür gebührt dir allein Dank, Lob und Preis. Anbetung, Herr, über alle Maßen. Hab Lob und Dank dafür. Amen.